Wir leben in einer Welt vom logischen Denken. Wir werden als Kind, oder schon als Kind werden wir auf das getrimmt. 1 und 1 gibt 2. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Wenn ich neu mit der Logik nicht sehe, dann habe ich Mühe mit dem. Dann habe ich Mühe. Gerade in der heutigen Zeit merkt man das, oder? Mit all diesen Massnahmen und so, wenn man die Logik nicht dahinter sieht, dann ist es schwierig. Wieso? Weil wir auf das getrimmt sind. Ich bin sowieso ein praktischer Mensch. Ich tue gerne Sachen analysieren. Ich habe schon früher Sachen auseinandergeschraubt, weil sie mich Wunder genommen hat, wie funktioniert. Ich habe die Logik dahinter sehen. Ich tue gerne Sachen flicken, wie eben auseinandernehmen, schauen, wieso funktioniert es nicht. Das Kabel ist abgehakt, das kann man anlöten. Gut, beim Löten ist es schon ein bisschen schwierig bei mir, aber sonst Sachen flicken. Es geht so weit, dass meine Tochter letztens einen Teddybär oder so einen Schuldrache, so einen Mathe-Drache oder irgendein so ein Tierchen von der Schule, das sie kennt, das kaputt war. Meine Tochter, der Lehrerin, gesagt hat, das ist kein Problem, mein Papi kann den flicken. Hat den heimgenommen. Ich habe dort aufgehört oder ich habe die Geduld nicht dazu gehabt, oder? Aber ich muss euch ein Geheimnis verraten. Unsere Leben verlaufen nicht linear. Die sind manchmal nicht logisch. Es gibt manchmal keinen Quick-Fix, oder? Ich habe für mich immer so den Quick-Fix. Das kann man einfach nochmal flicken. Meine Frau will es fortrühren und ich sage, nein, wir flicken es nochmal. Manchmal will sie dann Sachen fortrühren, die eigentlich mir noch wichtig sind, aber ihr nicht so. Und dann kann ich es flicken und manchmal, geht es auch nicht. Aber grundsätzlich kann man so viel flicken, aber im Leben gibt es nicht immer einen Quick-Fix. Wir kreisen im Leben oftmals um Probleme, um Sachen herum und es läuft eben nicht einfach linear. Und darum möchte ich euch nochmal herausfordern, bei dieser neuen Serie, nochmal vielleicht mit ganz neuen Ohren zu hören. Weil wenn es dir geht wie mir, ungefähr 27 Jahre im Glauben, dann gibt es nicht einfach jeden Sonntag etwas Neues ab der Bühne. Sondern oftmals sind es die kleinen Sachen. Der Charles Reichenbach, der war noch vor dem Johannes, oder? So weit zurück ist das. Der hat so einen Vers gehabt, und er immer wieder seine Prediger gebracht hat. Es gibt nichts Neues unter der Sonne, oder? Das steht im Prediger. Und so ist es doch da. Ich merke in meiner Zeit mit Jesus, dass er mich oftmals wieder an ähnliche Orte anführt. Ich hatte einen Dozent im Studium, der war so voll jüdisch prägt und der hat gesagt, wir kreisen, das geht nicht linear, wir kreisen. Und so ist so unser Leben, denkt es mich. Wir kreisen oftmals noch rundum und Jesus bringt uns immer wieder an ähnliche Punkte. Manchmal einfach auf einer anderen Ebene. Unser Jahresthema und hoffentlich auch in unserem Lebensziel ist, wir wollen entfesselt leben. Der Dani hat es gesagt, wie der Odermatt, oder? Einfach auf einmal vom einen Saison auf die andere, in einer anderen Liga. Weil irgendetwas abgehakt ist oder weil wir einfach den Turbo gezündet haben. Und der Leitsvers da drin von unserer Serie oder Jahresschwerpunkt ist, wenn euch also der Sohn Gottes befreit, dann seid ihr wirklich frei. Der Paulus bringt das der Galater nochmal und der macht noch einen Zusatz. Und ich habe mich zuerst gefragt, dürfen wir überhaupt bei etwas, wo Jesus sagt, noch einen Zusatz machen? Aber er bringt es. Und er schreibt nämlich den Galater, so hat euch Christus also wirklich befreit. Er erklärt das voran. Und jetzt kommt's. Sorgt jetzt dafür, dass ihr frei bleibt. Und lasst euch nicht wieder unter das Gesetz versklaven. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, good news, du bist frei. Er hat es gemacht. Aber wisst ihr was? Unsere Aufgabe ist, dass wir schauen, dass wir frei bleiben. Und das ist ein laufender Prozess. Und in dem werden wir manchmal kreisen und wieder an einen Punkt kommen. Und darum begeistert mich diese Serie. Heute wollen wir einen Aspekt von dem unter die Lupe nehmen. Einen Aspekt. Und zwar frei von hindernden Bindungen. Wir alle haben oder kommen das Erbe von unseren Familien über. Dabei meine ich nicht primär das Geld, wo wir von ihnen überkommen, die Anwesen, die Ländereien. Bei der einen ist das nicht so attraktiv. Nein, es ist etwas viel Grösseres. Etwas, was wir überkommen, auch bevor dass unsere Eltern schon gestorben sind. Und zwar haben wir ein Erbe bekommen, und das sind nämlich Prägungen, Traditionen, Verhaltensmuster. Vielleicht ein bisschen das Aussehen. Und so Familiensystem. Du bist wie deine Großmutter. Oh, jetzt erinnere ich mich an deinen Vater. Ich weiss nicht, ob du das schon mal gehört hast über dir.
Vielleicht von deinen Liebsten, vielleicht von einem weiteren Kreis. Vielleicht hast du schon über dir gedacht oder vielleicht hast du es über jemandem ausgesprochen. Mir ist das letzte Woche rausgerutscht. Kleiner Spoiler, es kommt meistens nicht so gut an, wenn es nicht etwas Positives ist. Und ich bin mir schon bewusst worden, am letzten Elterngespräch von der Schule, dass ich Sachen meiner Tochter mitgegeben habe, von mir, die ich schon bei meinem Papi und schon bei meinem Großvater gesehen habe, die mich eigentlich nicht begeistert. Es war eigentlich ein gutes Schulgespräch, Elterngespräch, aber ich bin innen traurig rausgelaufen, weil ich gemerkt habe, ich habe meiner Tochter schon etwas mitgegeben. Das können natürlich positive und negative Sachen sein. Und wenn wir ein Fesseln leben wollen, ist es gut, dass wir einen Fokus darauf legen und das wieder anschauen. Vielleicht hast du auch so Sachen, vielleicht ist dir das schon aufgefallen, vielleicht hast du schon einen Schmerz über dem gespürt. Dann will ich dir aber zurufen, hey, du bist in ganz guter Gesellschaft. Weil in der Bibel sehen wir nämlich, dass das sich durchzieht. Und wir wollen heute in die Geschichte vor allem vom Jakob eintauchen. Oder eintauchen ist ein viel gesagt, die 25 Minuten, aber wir wollen den Jakob anschauen. Er reiht sich eigentlich in so eine Reihe von Glaubenshelden ein, oder? Einer von den Erzvätern, die wir hier hatten. Und doch sehen wir, dass er so Charakterflausen hat. Dass er gewisse Sachen gemacht hat, die nicht gut sind. Er war ein Zwilling und bis in seiner Geburt ist er nicht als Erster auf die Welt gekommen, sondern sein Bruder. Der Isaac ist zuerst auf die Welt, der Esau ist zuerst auf die Welt gekommen. Und wo der draussen war, hat man so gesehen, dass noch ein Händchen vom zweiten Kind an dem Fersen ist. Mega herzig, oder? Und darum, nachher ist der Jakob auf die Welt gekommen, und darum haben sie ihm Jakob gesagt. Der Fersenhalter, oder? Mega herzig. Hey, aber der Name Fersenhalter ist eigentlich übersetzt nichts anderes als der Hinterlistige. Mega cool, hä? Super Eltern, die dem Kind sagen, hey, du Hinterlistige. Ich weiss nicht, wieso es geht, wer Kind hat, wer nicht. Aber wie viel Mal ich meinen Kindern den Namen sage? Nein, stopp, oder? Nein, nochmal. Ich sage Amy, Jade, Steven, nein! Ich probiere es natürlich nicht so. Man probiert es erst ein bisschen ruhiger und wenn es nicht folgt, wer kennt das? Ja, ich bin nicht der Einzige, oder? Und sie haben das über ihn ausgesprochen. Hey, du Hinterlistige, komm da hin. Nein, Hinterlistige nicht. Hinterlistige ist gefährlich. Ah, meinte ich mega gern, du Hinterlistige. Alles, so das ganze Spektrum. Und das hat sein Leben geprägt. Und es ist zu seiner Identität geworden. Wir sehen nämlich, wie er sich das Erstgeburtsrecht hinterschleicht, oder? Sein Bruder kommt vom Feld heim, er war eher so ein bisschen der Zarte, sein Bruder war der Jäger, oder? So ein bisschen der Muskulöse. Und der Bruder kommt heim, schmeckt, dass der Jakob gekocht hat und er sagt, hey, lass mich schnell etwas von dieser roten, von dem Curry da, von dem Linsengurry. Gib mir schnell ein bisschen von dem, oder? Das ist etwas, was ich bei unserer Familie auch kenne, oder? Wenn wir Hunger haben, sind wir nicht mehr ganz so geduldig und es funktionieren nicht mehr ganz so alle Mechanismen. Und der Jakob hat das gecheckt. Er sagt, hey, kannst du haben? Kein Problem, da. Aber nur, wenn du mir dein Erstgeburtsrecht gibst. Und sein Bruder sagt, was nützt mir mein Vorrecht als Erstgeborener, wenn ich sterbe von Hunger? Ein bisschen Drama Queen, oder? Aber man sieht so die Hinterlist vom Jakob, er erschleicht sich dann. Das Erstgeburtsrecht, das war das Materielle. Ein Großteil vom Materiellen hat er da bekommen, oder? Wegen einem dummen Curry, Linsengurry. Ich sage dem jetzt einfach das Curry, ich habe sehr gerne Linsengurry, oder? Und dann, am Schluss vom Vater seinem Leben, erschleicht er sich noch den Familiensegen. Den Segen, den der Vater beim Schluss vor dem Sterben seinem Sohn gibt. Und zwar sagt der Isaac, hey, gang zum Esau, gang und gang jagen, mach mir mein Lieblingsgericht und dann segne ich dich, oder? Und er geht und dann merkt man, dass er sich dort erschleicht. Und zwar ist die Mutter in dem Komplott drin. Meine These ist, der Jakob war ein Rennvelofahrer oder ein Schwimmer. Nämlich hat er keine Haare an den Armen und an den Beinen gehabt, oder? Der muss die rasiert haben. Seine Mutter, Rebecca, sagt nämlich, gang du und hol ein Geissli von da.
Und nachher koche ich das und nachher kannst du zum Vater gehen und nachher kommst du den Segen über. Und dann sagt er, Mami, du weißt doch, ich bin ein Schwimmer oder ein Rennvelofahrer oder ein Triathlet. Ich habe mir's rasiert, weißt wegen dem Luftwiderstand und wegen der Verletzungsgefahr. Und dann sagt sie, kein Problem, wir nehmen das Fell vom Geissli. Klammerbemerkung, der muss ein rechter Mann sein, der Esau. Hä? Brusthaar wie ein Geissli, du. Genau, auf jeden Fall bindet sie ihm dann das Fell um. Und er erschleicht sich so den Segen. Er kommt das über. Und wir sehen, dass seine Mutter, dass die Mutter schon in dem hinein ist. Es muss wie ein Familienerbe sein. Er erschleicht sich den Segen. Der Esau ist nicht ganz so erfreut. Er ist hässig und der Jakob muss nach dem Tod flüchten. Und er geht zu seinem Onkel, zum Laban. Und wir sehen, dass der Laban genau der gleiche ist. Er beschießt den Jakob zweimal oder mindestens zweimal, oder? Wir können aber noch weiter zurückgehen. Wir sehen das schon bei seinem Vater und beim Großvater. Wir sehen, wie der Isaac und der Abraham sogar zweimal seine Frauen als ihre Schwestern ausgeben, weil sie Angst haben, wenn sie in ein fremdes Land ziehen, weil sie so schön ist, dass sie umgebracht werden und der Herrscher dort die Frauen können zu seinen Frauen nehmen. Beim Jakob kommt es so weit. Also wenn wir jetzt einfach mal Tacheles reden, die anderen haben mit dieser Frau geschlafen. Was löst das, die Hinterlist in der Frau aus, habe ich mich gefragt. Was ist das für ein krankes System? Und der eine Herrscher beim Isaac, der sagt nachher, der findet das raus, weil ihn Gott warnt. Also die Hinterlist, die Konsequenzen ganz sicher auf ihre Ehe gehabt. Die hat eine Konsequenz gehabt bis über die Reiche hinein. Wir sehen das, es ist eine Prägung, die sich durch die ganze Familie vom Jakob durchzieht. Kennst du solche Prägungen? Ja, wahrscheinlich sind sie nicht ganz so schlimm. Vielleicht sind sie so schlimm, ich weiß es nicht. Überlegt doch mal kurz, was habt ihr für so Familienprägungen, die in euren Familien durchlaufen so. Und ich muss schon etwas holen. Könnt ihr euch ein bisschen überlegen? Das können grosse Sachen sein, wie zum Beispiel Eifersucht. Und das ist so wie ein Tag, der dir ist. Vielleicht merkst du, hey, mein Vater war schon eifersüchtig gewesen und ich bin jetzt eifersüchtig oder meine Mutter schon. Und du nimmst es vielleicht vor, du lässt es spicken, aber es ist immer noch da. Es verfolgt dich, du bringst sie nicht weg. Es kann auch Hochmut sein, Jähzorn, vielleicht auch ein bisschen Melancholie. Untreue, Sorgen, dann gibt es ganz fiese, die sind da hinten, da kommt man fast nicht an, oder? Angst. Es können aber auch kleine Sachen sein, oder? Die sind vielleicht fast noch schlimmer. Stolz oder Geiz. Sehen ihr die? FOMO, so ein neues Wort, oder? Eine Abkürzung von Fear of Missing Out. Angst gehabt, dass man etwas verpasst. Unwahrheit. Ist da nochmal eins? Ja, nein, das ist abgehalten hin. Manchmal verliert man es auch. Halleluja. Mit deinem Familiennamen, mit deiner Familie kommst du Sachen auf den Weg über und oft zieht sich das durch ganze Generationen durch. Du kannst vielleicht gar nichts dafür. Hey, und es kann sogar sein, dass du Sachen überkommst, wenn du deine Eltern gar nicht kennst. Ich habe jemanden begleitet, und er hat seine Eltern nicht kennt. Er ist als kleiner Zwiebel ist er adoptiert worden, also ab Baby, von der Geburt weggenommen worden. Und er war suizidal gewesen. Und seine Pflegeeltern haben gesagt, hey, deine Eltern haben sich schon umgebracht. Deine Großeltern haben sich umgebracht. Beide Onkel und Tante haben sich umgebracht. Und er war in psychologischer Behandlung gewesen. Und sie haben gesagt, der Psychologe, nichts Christliches, hat gesagt, hey, das ist normal. Das geht auf die nächste Generation über. Sucht kann auch so eins sein, oder? Du bringst es irgendwie nicht los. So wie mit Gümmeli sind sie dran. Vielleicht sind sie mal verkehrt, vielleicht sind sie hinten dran. Manchmal sind sie vielleicht weniger präsent und manchmal präsenter. Mir ist es auf einmal bewusst worden, mal im Vorbereiten vom Alpha Life, dass ich so Sachen in meinem Leben habe. Und ich habe mir lange überlegt, soll ich es sagen oder nicht? Also ich mache mich da ein bisschen verwundbar. Aber ich habe das Gefühl, der Heilige Geist sagt, bring's. Und ich muss sagen, ich habe mega
gute Eltern. Ich bin so dankbar, weil sie haben mich aufs Leben vorbereitet. Sie haben mir Jesus lieb gemacht, an meine Großeltern. Ich habe so gute Erinnerungen an meine Großeltern. Und ich bin ihnen so dankbar. Und heute, in meinem Alter, merke ich, so alt bin ich noch nicht, aber doch, dass ich einigermaßen das Gefühl checke, dass, weil sie das Leben so gut gemeistert haben, ich an einem anderen Ort stehen, als sie stehen, oder? Aber ich habe gemerkt, dass auf der einen Seite, die eine Seite der Familie, dass dort so ein Humor drin war. Alle, die mich ein bisschen kennen, wissen, ich habe vielleicht einen speziellen Humor, aber ja, das kommt dann mit der Lebensfreude, so eine Unbeschwertheit. Ich habe an meinen Großvater so eine Erinnerung. Aber ich habe auch eine Erinnerung, so ein bisschen Angst, um zu kurz zu kommen in dem hinein. Sie haben nie viel gehabt. Einerseits sind sie so unbeschwert durchs Leben und andererseits, weil sie nie viel gehabt haben, ist auch immer so ein bisschen eine Angst vom kurz da gewesen. Ich kenne das in meinem Leben. Auf der anderen Seite, die andere Familie, das sind unheimliche Hard Worker gewesen. Die haben können arbeiten. Und heute, wenn ich die anschaue und ich merke, das habe ich mitbekommen. Und gleichzeitig hat aber die andere Seite der Familie manchmal so etwas Schwermütiges gehabt. Und das habe ich gekannt. In der ganzen Lebensfroheit, im ganzen Humor hat es Situationen gegeben, wo das einfach über mich gekommen ist. Hey, das ist kein Vorwurf, oder? Das war einfach so gewesen. Das ist einfach so. Im Englisch gibt es so ein Sprichwort, you have to take the good with the bad. Du musst das Gute und das Schlechte nehmen. Du kannst es nicht auseinandernehmen, oder? Aber es gibt das Gefühl, ich komme zu kurz, das kenne ich. Und wenn ich so angeschaut habe, habe ich gemerkt, das hat gar keine Berechtigung. Und ich wollte es einmal so ein bisschen von mir wegweisen und es ist immer geblieben. Die einen sind abgehypt, der Heilige Geist ist am Wirken. Dein Name ist mehr Identität, als du denkst. Ich merke, dass je länger dass ich als Pastor arbeite, was das ist. Ich bin unheimlich schlecht mit Namen. Ich vertausche die oder ich vergesse es. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich jemand Neues kennenlerne und vorne einen neuen Namen rein tue, geht hinten einen raus. Ich bin immer froh, wenn ich noch weiss, morgen meine Frau heisst. Aber es gibt es manchmal auch, dass ich Pärchen verwechsle. Wir haben so Pärchen in unserem Umfeld, wo der weibliche Name auch ein männlicher könnte sein, wenn man ein bisschen umtauscht. Und manchmal rede ich von Leuten, die Jessie nicht kennt. Und dann sagt sie, warte, du hast wieder vertauscht, oder? Aber ich habe gemerkt, wie wichtig das Name ist. Wissen, wie jemand heisst. Der Name ist Identität. Und oftmals schreibe ich mir das auf. Ich schreibe mir den Namen auf. Und mache etwas dazu, dass ich mir das merken kann. Weil Namen ist Identität. Heutzutage suchen wir den Namen aus, wie er uns gefällt, vor allem. Also wir haben das so gemacht bei unseren Kindern. Wir haben Namen gesucht, die uns gefallen haben. Klar haben wir ein bisschen auf die Bedeutung geschaut, aber das war ehrlich gesagt zweitrangig. Es ist darum, gefällt er uns, passt er zum Nachnamen und kann man nicht verhunzen, oder? Aber in der Bibel sehen wir sehr oft, dass sie den Leuten ja Namen gegeben haben, nach der Situation. Eben Jakob, der Fersenhalter, der Hinterlistige. Die Frage ist doch, müssen die negativen Haftungen uns immer dranbleiben oder dürfen die eben auch weggehen? Können die wegkommen? Und ich sehe bei Gott so eine Gesetzmäßigkeit, die mich begeistert. Und das ist am Anfang von den 10 Geboten, sagt Gott, sogar seine Kinder, Enkel und Urenkel werden die Folgen spüren. Man sieht also, unsere schlechten Eigenschaften, die gehen wir wie weiter. Die gehen in der Generation weiter, die gehen wir weiter. Wenn wir uns das nicht bewusst sind, geht das einfach weiter. Und dann kommt aber Gott, oder? Doch denen, die mich lieben und sich an meine Gebote halten, bin ich gnädig. Sie und ihre Nachkommen werden meine Liebe über Tausende von Generationen erfahren. Wir sehen, dass es ein Gott einen ist, wo der Segen über tausende Generationen gibt. Und das Schlechte eigentlich nur über 3. Aber wenn wir uns das nicht bewusst sind, dann geht das einfach so weiter, oder? Ein neuer Name. Das ist Gottes Gesetzmäßigkeit, dass er will, dass das Zeug nicht an uns haftet, wie so Tags, und wir nie sicher sind, hat es jetzt da hinten noch eins, komm ich an, bringe ich es weg oder nicht. Unsere Identität ist in Jesus, ist eine entfesselte Identität. Und wir sehen das beim Jakob, wir sehen, wie Gott am Jakob einen neuen Namen gibt, wie er nicht will, dass er der Hinterlistige heisst. Und wir lesen das im Kapitel 32. Der Jakob geht vom Laban heim, er will sich mit seinen Brüdern versöhnen. Und er hat ehrlich gesagt ein bisschen Schiss. Und er trifft mitten in der Nacht auf einen Mann, also eigentlich auf Gott, und er kämpft mit ihm. Die einen kennen die Geschichte, die anderen gehen die Geschichte mal nachlesen. Es ist so begeisternd, die Geschichte, oder? Sie fighten die ganze Nacht und dann fragt Gott, oder da heisst einfach der Mann, wie heisst du, fragte der Mann.
Als Jakob seinen Namen nannte, sagte der Mann, von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen. Von jetzt an bist du nicht mehr der Fersenhalter. Von jetzt an bist du nicht mehr der Hinterlistige. Du hast schon mit Gott und mit Menschen gekämpft und immer gesiegt. Darum heißt du von jetzt an Israel, Gottes Kämpfer. Gott gibt dem Jakob eine neue Identität, einen neuen Namen. Name ist Identität. In Jesus sind wir eine neue Kreatur. In Jesus sind wir eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, das Neue hat angefangen. Und ich habe mir total nicht überlegt, wenn ich 2 Hemper habe, dass es brutal warm wird oben. Aber es kommt bald weg. Es kommt bald weg. So wie der Jakob einen neuen Namen bekommen hat und Israel Gottes Kämpfer geheißen hat, so hat Gott für uns einen neuen Namen, eine neue Identität parat. Und ist eben dran, dass die Tags weggehen, dass wir von denen loswerden. Wo mir das bewusst worden ist, mit dem zu kurz kommen, mit dieser Melancholie, habe ich das von Jesus gebracht. Ich habe das mit jemandem zusammen gemacht und ich habe gesagt, hey, es tut mir, ich merke das ist etwas, wo gekommen ist und ich eigentlich nichts dafür habe. Und wir haben das zusammen von Jesus gebracht. Wir haben zusammen Jesus bittet, dass er mir das wegnimmt. Hey, das können im Fall auch okkulte Bindungen sein oder etwas Okkultes. Vielleicht haben deine Eltern, deine Vorfahren irgendwann so einen Pakt mit dem Teufel gemacht oder so Praktik gemacht. Das ist in der heutigen Zeit vielleicht manchmal schwierig zu verstehen, oder? Aber es ist eine Realität. Auch das kann wie gebunden werden, kann wegfallen von uns. Weil Jesus dir eine neue Identität gibt. Spannend ist, dass das Gefühl fast ganz weg ist. Manchmal wird es wieder kommen, oder? Manchmal wird es kommen und dann kann ich sagen, nein, du gehörst nicht mehr zu mir. Nein, du gehörst nicht mehr zu mir. Ausser wenn Jessica und ich mal Tesers teilen, oder? Dann hat es einmal nicht gerade die Anzahl im Pack. Und dann muss ich einfach sagen, hey, schau, Kopf grösser, ich brauche mehr Kalorien pro Tag. Ich claime das. Hey, nochmal der Galater 5,1. So hat uns Christus also befreit. Sorgt jetzt dazu, dass ihr nicht mehr versklavt werdet. Wir können das zu Jesus bringen. Wir können ihn bitten. Für die neue Identität. Und ich möchte euch ermutigen, macht das Zweite, wenn euch so etwas in den Sinn kommt. Nehmt jemanden, packt jemanden und sagt, hey, bet mit mir, mach es laut. Wenn es etwas Grösseres ist, vielleicht etwas eben, wo du sagst, das ist in der Familie und das prägt mich so, vielleicht ist es auch gut, wenn man da mal in eine Seelsorge geht, oder? Proklamier die Wahrheit, den neuen Namen, deine neue Identität über dir aus. Marco, ich ziehe es nochmal schnell ab. Zieh es ab und tu es weg. Und jetzt ein Vakuum füllen. Was ganz wichtig ist, wenn wir so Sachen wegtun, entsteht ein Vakuum. Und jeder, der mal ein bisschen Physik hat, weiss, ein Vakuum zieht einfach das Nächste, was in der Nähe ist, wieder rein. Und darum ist es gut, wenn wir etwas lösen, wenn wir so etwas wegtun, dass wir das aktiv füllen. Lass kein Vakuum zurück. Lass nicht den Zufall entscheiden, was wieder reinkommt. Weil die Chance ist sehr gross, das macht... Und dass ihnen so etwas sich da wieder anheften. Rein fiktiv. Proklamier Worte, schreib den Vers raus, die dich helfen. Und vielleicht ist es daran, deinen Vorfahren zu vergeben. Zu sagen, ich vergebe ihnen, dass sie das mitgenommen haben. So oft bete ich über meine Kinder und bete im Namen Jesus, das darf nicht weitergegeben werden. Das stoppt mit mir, das stoppt da. Gerade wenn das Gefühl aufkommt, ich komme zu kurz, habe ich eine Strategie. Die heisst, ich fange Gott an zu danken für alles, was ich habe. Und dann merke ich, es ist schlicht nicht wahr. Gestern bin ich aufgestanden, ich bin die Stege runtergelaufen und für mich ist eine Dankbarkeit aufgekommen, wo ich meine Frau und meine Kinder gesehen habe. Als ich das schöne Eichenpaket gesehen habe. Wirklich ist es gekommen, mein hölziges Herz, oder? Mit einem wunderschönen Paket. Gott hat uns eine mega coole Wohnung gegeben. Dann zelebriere ich das. Haben wir gesehen, dass beim Isaac, beim Vater,
vom Jakob, dass er, nachdem der Abraham, sein Vater, gestorben ist, dass er umzieht und auf einmal einen alten Brunnen von seinem Vater findet. Der ist aber zugeschüttet. Und er fängt an, die Brunnen auszugraben. Ein Brunnen, ich meine, das ist jetzt einfach, ich weiss nicht, ob die Bibel das so hätte sagen, aber ich habe das so ein lässiges Bild gefunden. Hey, fangen wir das auch ausgraben, was wir von unserer Familie bekommen haben. Lasst uns das zelebrieren. Die Lebenslust. Lasst uns die wieder anhängen. Hey, die Empathie, die ich in der einen Seite von meiner Familie empfangen habe. Geduld, ja, das ist jetzt einfach ein Beispiel. He? Ja, man muss es probieren. Eine Belastbarkeit, die ich sehe, eine Unbeschwertheit, nimm die führen. Dank Gott für die. Claim die. Sprich dir über die aus. Und gib ihn aktiv weiter. An das bete ich über meine Kinder. Ich sage, ich will die guten Sachen weitergeben. Ich habe in der Predigtvorbereitung meinen Papi angerufen und gesagt, ich kann nicht das so bringen. Oder haue ich jetzt die ganze Familie in die Pfanne? Wird ich noch enterbt? Und er sagt, nein, hey, es ist so gut. Und wir hatten ein mega gutes Gespräch gehabt, was wir weitergeben wollen. Mach das, komm mit deinen Eltern ins Gespräch. Ich proklamiere die guten Sachen aktiv über meine Kinder, über mein Leben. Und ich fülle die auf. Ich will euch herausfordern, zum Gott fragen, die Sachen aktiv zu ihm bringen. Und ich will jetzt noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du so ein guter Gott bist. Dass du der bist, der uns neue Namen gibt. Dass du der bist, der nicht im Alten hängt. Dass du der bist, der will, dass unsere Segen, die wir auf unserem Leben haben, dass die für 1000 Generationen Spuren ziehen. Und ich will das proklamieren. Und ich will auch alles brechen im Namen Jesus, wo da ihnen abgeleitet werden, wo uns zurückhalten, zum entfesselten Leben. Danke, Jesus, bist du für uns das Kreuz. Danke, hast du vollbracht. Und das proklamieren wir. Und ich spreche heute neue Namen über euch aus. Eine neue Identität. Dass das, was war, vergangen ist. Dass ihr eine neue Kreation seid, eine neue Schöpfung. Und dass von euch Segen in euer Leben, in euer Umfeld, in die nächsten Generationen hineinfließen soll. Amen.